Yes, Weihnachtszeit. Seid ihr schon drin? Wer ist noch nicht angekommen? Ich strecke aus. Ich verstand, es ist der 3. Advent. Mir hat der Schnee ein bisschen geholfen. Ich war gestern im Schwarzwald und bin mal richtig, jetzt sind wir das erste Mal Schlitten gefahren mit meiner Tochter. Und es ist so, ich merke, jetzt haben wir so eine Situation, die ich gerne habe an Weihnachten, wo es so andächtig wird und still wird. Und ich plötzlich mehr mit meinen Kindern im Wohnzimmer hocke. Es geht gute Gutsein. Man darf auch ohne Sorgen Gutsein in sich hineinstopfen. Und noch eins und noch eins. Es ist Weihnachtszeit. Und es gibt warmes Getränk. Immer wieder einmal ist die Schwiegermama gekommen mit einem Kaffee und gefragt, willst du noch einen? Und es ist so richtig die Atmosphäre. Ich schätze das. Ich habe den Winter nicht mega gerne, aber das schätze ich an der Weihnachtszeit so. Und irgendwann kommt der Punkt, wo ich mit meinen Kindern wieder sitzen und die Weihnachtsgeschichte lesen werde. Wo ich ihnen erkläre, warum machen wir all das? Ihnen vielleicht ein bisschen wieder erklären, das mit dem Tannenbaum, das weiss ich ehrlich gesagt auch nicht genau, warum wir das machen. Aber was feiern wir eigentlich an Weihnachten? Wir feiern einen Gott, der auf Augenhöhe kommt. Einen Gott, der seinen Thron verlässt und runterkommt und sich kleiner macht, als wir sind. Weil es schon immer darum gegangen ist, Beziehung mit uns zu leben. Und weil er alles dafür tut, um das möglich zu machen. Und das feiern wir an Weihnachten. Und es ist wichtig, dass wir das jedes Jahr immer wieder uns in Erinnerung rufen und das feiern, dass wir einen Gott haben, der sich selber klein macht und sein Königreich eben den anderen Weg baut, als wir es verstehen. Und es ist wichtig, dass wir das machen, aber genauso wichtig ist, dass wir vorher schauen, dass wir auf das schauen, was noch kommt, nämlich auf seine Wiederkunft. Ich finde den Teaser grandios, weil er macht deutlich, was wichtig ist. Es geht in der Adventszeit eben nicht um Gemütlichkeit, es geht nicht darum, einfach andächtig zu sein, es geht ums Aufwachen. Seid ihr wach? Habt ihr gehört? Ich habe die lauteste Glocke bestellt. Extra gesucht, laute Glocke. Lang recherchiert. Es muss laut sein. Es ist wichtig, dass wir wach sind. Und die Adventszeit ist zuallererst mal dafür da, dass wir wach sind, Leute. Es ist schön, wenn es gemütlich wird, aber wir müssen geistlich wach sein. Und für das ist die Adventszeit da. Jesus, nachdem er auferstanden ist er zurückgegangen zu seinem Vater. Und dann hat er seinen Jüngern noch so ein paar Sachen erzählt. Und das Ganze kannst du lesen in Matthäus 24. Ein mega spannendes Kapitel, wo er so darüber schwätzt, wie wird denn das sein, wenn ich wiederkomme? Wie wird denn das aussehen? Und Jesus schwätzt davon, wie das sich anfühlen wird. Er sagt, schau mal, wenn... Keine Ahnung, das wissen nicht mal die Engel. Das wissen nur ganz wenige. Die werden es nicht herausfinden. Jesus sagt, es gibt so ein paar Sachen, die euch Orientierung werden geben in dieser Phase. Es werden zum Beispiel Zeichen kommen, wie Krieg, wie Hungersnöte, wie Erdbeben. Und zählt ein paar Sachen auf, die wir kennen, die immer wieder passieren auf der Welt. Und das braucht das Bild von der Geburt und sagt, schau, das sind Anfänge der Wehe. Wer war schon mal bei einer Geburt dabei gewesen? Selber erlebt oder begleitet. Wenn du das schon mal erlebt hast, dann weisst du es. Allen anderen sage ich es jetzt, wenn die Wehen kommen, dann dauert es noch einen Moment. Im Normalfall. Es gibt noch andere Geburten, aber die normale Geburt, ich habe mir gedacht, das geht dann alles mega rassig, aber das dauert dann. Dann fangen die Wehen einmal an und dann meinen wir, jetzt geht es los, aber ich kenne Leute, die sind mit Wehen nochmal heimgeschickt worden aus dem Spital. Gell? Raffi kennt auch so jemanden. Und Jesus macht klar, wenn die Zeichen kommen, die sollen euch vorbereiten. Aber die werden euch daran gewöhnen. Er erzählt davon, dass nachher die Menschen wieder auf dem Feld arbeiten, dass sie heiraten, dass sie eigentlich einfach ihr normales Leben leben, das sie immer leben, weil sie sich an all das gewöhnt haben. An all die Zeichen haben wir uns bereits gewöhnt. Und das ist das Setting, das er zeichnet. Und wir sind voll da drin. Wir erschrecken nicht mehr, wenn von einem Krieg berichtet wird, wenn von Hunger berichtet wird, wenn noch in einem Erdbeben passiert. Wir nehmen das wahr, wir leben unser Leben weiter. Wir können morgen wieder arbeiten, wenn so eine Nachricht kommt. Das ist unser Daily Business. Und wir sind eigentlich voll in diesem Setting drin und wir merken, wie wir uns als Gesellschaft
ganz neue Könige gesucht haben. Wir haben vorher im Serienteaser haben wir ein paar von diesen neuen Königen gesehen. Ein König hat gestern zu oben gespielt, ein anderer König wird am Samstag wieder spielen. Und dann haben wir viele Sängerinnen und Sänger und Stars und Schauspieler, die den Platz von Königen eingenommen haben, die viel Einfluss nehmen auf die Gesellschaft und ihr Wort bekommt viel Gewicht. Und kaum denkt man an Jesus. Obwohl sich unsere Zeit an ihm orientiert. Wir zählen immer noch 2022 nach Christus. Und doch findet Jesus kaum mehr Platz im Kopf der Menschen. Jetzt an Weihnachten ist es vielleicht ein bisschen anders. Vielleicht denkt die eine oder andere Person mehr an Jesus. Aber spätestens an Silvester sind die Gedanken wahrscheinlich auch wieder verflogen. Wir versammeln uns im Namen von Jesus. Amen. Wir versammeln uns im Namen von Jesus Christus. Wir glauben an das, was er sagt. Und wir schauen hoffnungsvoll führen, weil wir wissen, seine Geburt ist erst der Anfang gewesen. Seine Geburt, sein erster Kommen, hat sein Reich angebrochen. Mit dem ist sein Reich angebrochen. Und seit diesem Moment sehen wir sein Reich immer wieder durchdringen. Vielleicht kennst du das selber, dass du immer wieder mal so Momente erlebst und du merkst, das ist Gottes Reich. Immer wieder so, es ist nicht dauerhaft spürbar, aber immer wieder bist du mit so einem Moment konfrontiert und du merkst, das ist Gottes Reich. Und wir schauen vor und wissen, wenn er wiederkommt, dann wird sein Reich im vollen Umfang kommen. Weißt du, wie schön das wird? Ich lese das mal vor. Offenbarung 21. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Wow. Ich liebe den Vers. Das ist unsere Hoffnung, nach dem sehnen wir uns. Das ist das, was auf uns wartet. Das ist das, was passieren wird, wenn Jesus wiederkommt. Gottes Reich ist bereits angebrochen und wir können es immer wieder sehen. Aber so wie es hier beschrieben ist, in diesem Umfang und in dieser Schönheit werden wir es erst sehen, wenn Jesus wiederkommt. Und das ist eine Hoffnung, die Jesus aktiv verkündet. Er schwätzt immer wieder drüber, er lässt immer wieder durchscheinen, wie das Reich, er beschreibt sein Reich so viel, mit so vielen Bildern. Du musst mal ein bisschen die Evangelien durchschaffen. Das ist so schön, die Bilder, die er verwendet, um uns irgendwie eine Idee zu geben, wie sich das Reich anfühlt. Und du merkst, wie er ganz verschiedene Wege geht, um uns das irgendwie zu erklären. Und gleichzeitig mahnt er uns auch. Jesus sagt in dem Kapitel 24 vom Matthäus-Evangelium: Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommt. Er schwätzt von sich selber. Er macht klar, ich will zurückkommen und du willst den Moment nicht verpennen. Ich werde zurückkommen und all das wird auch kommen. Mein Reich wird voll durchbrechen. Aber du willst dann nicht pennen. Du willst dann nicht schlafen. An anderer Stelle sagt er, ich komme zurück wie ein Dieb in der Nacht. Ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat. Ich habe das mal erlebt, ein Dieb in der Nacht. Und das ist mir geblieben. Jahre her, und ich weiß es immer noch genau. Da verschreckst du wirklich. Und wir wollen dann nicht schlafen. Und der Paulus, das ist einer von denen, der nach dem Zusammensein mit Jesus so viele Gemeinden gegründet hat, auf seiner Missionsreise, und nachher auch immer wieder die Gemeinde angelehrt hat und angeleitet hat. Und er hat die Mahnungen sehr, sehr ernst genommen, weil er hat die deutlichen Worte gehört von Jesus. Und er schreibt zum Beispiel an die Gemeinde in Rom das Folgende: Es ist an der Zeit, aus dem Schlaf aufzuwachen. Denn jetzt ist unsere Rettung näher als zu der Zeit, da wir zum Glauben kamen. Ist noch pragmatisch, es dauert, aber heute sind wir der Sache schon näher als gestern. Die Nacht ist vorgerückt, bald wird es Tag. Lasst uns also ablegen die Werke der Finsternis und anziehen die Waffen des Lichts. Wir wollen unser Leben führen, wie es sich für den Tag geziemt. Nicht mit Ess- und Trinkgelagen, nicht mit Orgien und Ausschweifungen, nicht mit Streit und Hader. Zieht vielmehr den Herrn Jesus Christus an und tut nicht,
was dem Fleisch genehm ist, damit ihr nicht seinem Begehren verfallt. Es ist Nacht, es ist dunkel und das können wir ganz einfach sehen. Schau einfach mal die Tagesschau. Es gibt viel Dunkelheit. Und das ist damals schon gesehen, wo der Paulus den Brief an die Römer geschrieben hat, ist das auch so gewesen. Es hat viel Dunkles gegeben, es hat viel Böses gegeben. Und der Paulus mahnt seine Kirche und sagt, beugt euch nicht einfach durch eine Lust, weil sonst werdet ihr dort einfach mitmachen. Macht nicht einfach mit bei dem, was die ganze Welt macht. Er sagt, zieht Jesus Christus an. Anders formuliert, lebt das Leben, wenn er es uns gezeigt hat. Schau, Jesus wird zurückkommen. Die grosse Frage ist, bist du wach? Das ist eine schwierige Frage, finde ich. Und was misst das? Ich habe versucht, die Frage mal ein bisschen anders zu formulieren aus dem Text von Paulus heraus. Der Paulus zeigt eine Spannung auf, wo wir uns drin bewegen. Nehmen die Menschen um dich herum wahr, dass du ein Nachfolger von Jesus Christus bist? Fiese Frage. Gute Frage. Wenn Menschen dein Leben anschauen, unterscheidet sich dein Leben im Alltag, nicht hier in der Lehmathallen oder dort, wo du daheim bist, sondern im Alltag unterscheidet sich dein Leben zum Leben von einem Menschen, der Gott nicht kennt. Weil das ist das, was der Paulus hier im Text eigentlich aufzeigt. Er sagt, schau, entweder lebst du ein Leben in der Finsternis. Du lebst voll in dieser Welt, du lebst so, als hättest du nur das Leben hier auf dieser Welt. Du suchst für dich aus diesem Leben raus, was du bekommen kannst. Sicherungsmaximum für dich. Und gehst deinen Lust nach und deinen Bedürfnissen. Oder du entscheidest dich für einen Weg vom Licht, aber es ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Und du musst dich aktiv gegen die Finsternis wehren. Und du ziehst Jesus Christus an. Und lebst ein Leben, wie er es uns gezeigt hat, was bedeutet, du gehst für sein Reich und nicht für dein Reich. Und du haltest dich entschieden von dieser Finsternis fern. Damals in Rom, was der Paulus aufgezeichnet hat, sagt, frasset nicht, sauft nicht, feiert nicht Orgien, gebt euch nicht Ausschweifungen hin, streitet nicht, seid nicht eifersüchtig, gebt euch nicht der Rechthaberei hin. Was wird er uns schreiben? Was wird er am ICF Basel schreiben? Eine Kirche, die hier in Basel sich voll als Teil der Gesellschaft versteht. Was wird er uns sagen? Mach einen Bogen um Drogen. Gib dir nicht Selbstsucht hin. Achte auf deine Beziehungen. Sei nicht neidisch, streit nicht. Lass Unvergebenheit nicht zu. Sei nicht gitzig, sondern sei grosszügig. Du kannst deine eigene Liste machen. Was wird er uns schreiben? Was nimmst du um dich herum wahr? Wo du denkst, das ist nicht Gottes Reich. Der Paulus, der greift in dem Text, den er an die Römer schreibt, greift er eine Aussage von Jesus auf, wo Jesus im Johannesevangelium macht. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, hat das Licht vom Leben. Der hat das Licht. Und Paulus macht klar, es gibt nur einen Weg, wie du der Finsternis entrinnen kannst. Es geht nicht darum, gute Daten zu vollbringen. Es geht letzten Endes darum, Jesus anzuziehen. Er braucht so einen spannenden Ausdruck. Er sagt, du musst richtig reinschliefen. Du musst ein Leben leben, wie es Jesus dir gezeigt hat. Das ist der einzige Weg. Nur wenn du dich an Jesus Christus orientierst, kannst du dieser Finsternis entrinnen. Nur er kann dir Orientierung geben. Nur er kann dir eine Perspektive schenken, die über das Leben hinausgeht. Verstehst du, erst dann macht Gottes Reich Sinn. Nur wenn wir die Ewigkeitsperspektive einnehmen, die Jesus uns schenken kann, dank seiner Auferstehung,
können wir wirklich eine andere Perspektive haben auf unser Leben. Können andere Entscheidungen treffen. Zurück zu der Frage, bist du wach? Ich bin wach. Ich habe mich auch mal taufen, ich weiss noch. Das ist lange her. Mittlerweile, glaube ich, auch schon 20 Jahre. Und ich bin seitdem mit Jesus unterwegs. Muss man zugeben, ab und zu mal ein bisschen intensiver, mal weniger intensiv. Aber ich habe so die Phase von so High-Performance Jesus-Nachfolge, wo ich so merke, jetzt, da passiert wirklich das, wo ich mich damals dafür entschieden habe. Aber gleichzeitig merke ich auch, so mein Alltag, der frisst schon immer wieder einmal etwas weg. Ein neues Haus, ein neues Kind, vielleicht eine neue Beziehung, jetzt nicht bei mir, aber vielleicht bei dir. Ein neues Hobby. Irgendetwas, das viel Raum einnimmt im Leben. Vielleicht eine neue Arbeitsstelle, viel Arbeit. Andere Sachen, die plötzlich viel Zeit in Anspruch nehmen, gewollt oder ungewollt. Und plötzlich merkst du, ja, letztes Jahr hatte ich einen Bibelleseplan, dieses Jahr nicht. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, immer wieder in der Bibel zu buddeln, um für mich so neue Erkenntnisse auszuschöpfen, auch daheim in meiner Zeit, wenn ich einfach nichts los habe. Und doch merke ich, wie sich es wieder so eingefressen hat, dass ich dann eben doch zuerst Glotzen anmache und das Handy im Finger nehme anstatt die Bibel. Eigentlich habe ich wieder in die Kirche einbringen, aber ich muss ehrlich sein, seit der Pandemie ist es einfach anders. Das ist so, viele Leute kommen nicht mehr, ich fühle mich nicht mehr gleich wohl und es ist schwierig geworden für mich. Ich fühle mich nicht mehr gleich daheim. Ich wünsche mir eigentlich, dass ich im Glauben nicht mehr vorankomme, aber um ehrlich zu sein, ich weiss nicht recht, ob meine Beziehung zu Gott jetzt in dem Jahr 2022 wirklich tiefer geworden ist. Schwierig zu sagen. Vielleicht würdest du auch von dir selber sagen, dass du schläfst. Hast du dich vielleicht mal für das Leben mit Jesus entschieden? Hast du dich vielleicht selber mal taufen? Du hast gesagt, mit ihm bin ich zusammen unterwegs. Aber wenn du jetzt auf dein Leben schaust, siehst du einen Scherbenhaufen, einen Trümmerhaufen. Vieles, was ganz anders gekommen ist, als du gedacht hast. Ob ich eine lebendige Beziehung zu Gott habe, das ist schwierig zu sagen. Wie meinst du das? Lebendige Beziehung, was heisst das? Schau, selbst wenn du tief und fest schläfst, selbst wenn du jetzt nach sehr langer Zeit mal wieder in der Kirche bist oder das online schaust, es gibt Hoffnung für dich. Auch wenn du tief schläfst. Jesus hat eine Geschichte erzählt, eine Geschichte, die das Bild zeichnet, wenn er wiederkommt. Und die will ich mit dir anschauen. Weil es ist so etwas Hoffnungsvolles in dieser Geschichte begraben, wo wir so schnell übersehen können. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht, 5 waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, kennen wir, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen: Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten: Das können wir nicht, sonst reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Doch der Bräutigam antwortete: Ich kann euch nur das eine sagen: Ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Ich finde es so spannend, so ein kleines Detail in dieser Geschichte, wo mir so viel Hoffnung gibt.
Weil ich kenne das selber, wenn ich schläfrig werde. Ist dir aufgefallen, dass alle einschlafen? Alle. Die Gescheiten und die Dummen. Die Dummen und die Gescheiten. Alle schlafen sie ein. Alle 10. Die Geschichte läuft nicht so, dass einfach nur ein Teil einschläft. Nein, alle schlafen ein. Und dann kommt der Ruf. Der Bräutigam kommt. Jetzt ist der Moment. Jetzt ist es soweit. Laufen wir entgegen. Wenn wir auf Jesus warten, was wir hier machen in diesem Setting, wenn wir zusammenkommen in seinem Namen. Wir sehnen uns nach seiner Wiederkunft und wir warten auf ihn. Dann kann es passieren, dass wir einschlafen. Das kann definitiv passieren. Weil auch diese Beziehung, auch unser Glaubensleben, das groovt sich ein. Wie jede andere Beziehung, die wir haben. Vielleicht bist du geheiratet, vielleicht bist du schon Jahrzehnte geheiratet. Vielleicht kannst du mir ein stilles Nicken geben, wenn du das auch schon gemerkt hast in deiner Ehe. Es ist manchmal so eingroovt und die Leidenschaft plötzlich so, wo ist die eigentlich? Die ist doch mal rum gewesen. Und das kann mit Jesus genau gleich sein. Und es kann so schnell passieren, dass wir einschlafen. Aber ich glaube, was wir aus dieser Geschichte herausnehmen können, in dem Moment, wo wir einschlafen, ist so entscheidend, dass wir an einem Ort sind, wo wir den Ruf hören, wenn er kommt. Das ist so wichtig, weil sie sind ja geweckt worden. Sie sind alle aufgeweckt worden. Sie haben alle den Ruf gehört. Die haben sich alle an einem Ort versammelt und die dort waren, die haben den Ruf gehört und sind aufgewacht. Vielleicht gibt es noch andere Brautjungfern. Von denen lesen wir nichts, ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn wir zusammen auf Jesus warten, und das machen wir hier als Kirche, dann sind wir in einem super guten Setting, dass wenn wir einschlafen, dass wir noch aufgeweckt werden. Wir haben Menschen um uns herum, die uns immer wieder wachrütteln können und sagen, hey Alter, wach wieder auf, du bist eingepennt. Heute stand ich da und darf rumläuten. Ja! Heute darf ich sagen, wach auf. Wach aus deinem Schlaf auf. Vielleicht bist du eingepennt. Heute ist der Tag zum Aufwachen. Und ein anderes Mal ist es vielleicht jemand anderes. Vielleicht bist du Teil von einer Gruppe, bist irgendwo in einem Team dabei. Und es sind einfach Menschen um dich herum. Kannst du mal in der Halle herumschauen. Es sind so viele gute Menschen hier herum. Vielleicht hast du auch Online-Kontakt mit anderen Menschen aus dieser Kirche. Und du wirst immer wieder merken, wie jemand in dein Leben hineinspricht. Mal leislicher, mal lauter. Und dich aufweckt. Und das ist die Kraft der Gemeinschaft. Das ist etwas Wunderbares. Weil es ist wichtig, dass wir wach sind. Wir wissen nicht, wann er zurückkommt. Und wir wollen dann nicht schlafen. Das eine ist, dass wir aufwachen, wenn wir schlafen. Das andere ist, dass wir wach bleiben, wenn wir wach sind. Das wollen wir alle, aber wie geht das? Wie funktioniert das? Jesus sagt, wir erschrecken nur von seinem zweiten Kommen, von seiner Wiederkunft, wenn wir nicht achtsam und wachsam sind. Er sagt, wenn ihr wach seid, werdet ihr nicht verschrecken. Dann werdet ihr es checken. Die Frage ist, wie das geht. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die es so versuchen. Und ich erkläre das kurz, weil ich glaube, das ist nicht der Weg. Ich habe viele Menschen getroffen, die nehmen die Sachen, die in der Bibel geschrieben stehen, die in Zukunft noch werden passieren, und gleichen es ab mit den Geschehnissen auf dieser Welt und fangen sich einen eigenen Zeitstrahl an zu konstruieren. Und fangen alles an zu deuten. Und interessanterweise wird die Deutung immer ein bisschen anders, alle 5 Jahre. Und ich will es in keinster Weise lächerlich machen. Das ist mir jetzt wichtig, weil Jesus sagt, die werden Zeichen sehen. Schaut auf die werden euch warnen, die werden euch vorbereiten. Aber ich glaube, es ist ein Fehler, den wir machen, wenn wir uns versuchen, so wach zu halten. Ich glaube nicht, dass das unsere primäre Aufgabe ist. Ich glaube, es gibt einen anderen Weg, wie wir uns wach halten können. Und das steht in der Offenbarung. Offenbarung 3,3. Dort steht, denk daran, wie du die Botschaft empfangen und gehört hast. Bewahre sie und kehre um.
Wenn du nicht wachsam bist, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich komme. Können wir vielleicht den vorigen Satz nochmal haben? Dort steht, denk daran, wie du die Botschaft empfangen und gehört hast. Bewahre sie und kehre um. Kannst du das gerne mal für einen Moment stehen? Ich verstand das Problem von diesen 5 törichten Brutjungfern so, dass sie schlicht und einfach nicht ready sind. Die sind voller Euphorie losgelaufen mit Jesus und haben gesagt, jetzt gehe ich ein Leben mit ihm. Und haben vergessen, dass es sich ziehen kann. Dass es viel länger dauern kann, als sie sich am Anfang gedacht hätten. Dass viel mehr Hürden kommen können. Dass viel mehr Leben plötzlich von der Seite reinkommt und sich reinschleicht. Und dass es letzten Endes ein Marathon ist. Das ist etwas, was wir in der Bibel immer wieder lesen. Im Hebräerbrief ist das so gut gezeichnet. Schau, dass du den Lauf vollenden kannst. Es ist ein Marathon, es ist ein langer Lauf. Und ich glaube, die sind nicht mehr bereit gewesen. Ich glaube, es ist ein super Anfang, wenn wir ins Taufbecken steigen und sagen, ich entscheide mich für ein Leben mit Jesus. Und ich will das Leben. Aber es hilft uns auch nicht, wenn es nachher nicht weitergeht. Nachher muss es weitergehen. Wir lesen davon, dass wir daran denken, wie wir die Botschaft empfangen haben. Ich weiss nicht, wie lange deine Taufe zurückliegt. Bei mir sind es etwa 20 Jahre und ich muss mir immer wieder die Frage stellen, das verstand ich da. Warum habe ich damals Ja gesagt für ein Leben mit Jesus? Was hat mich dazu bewogen, mich auf ein Leben mit ihm einzulassen? Verstand ich das noch? Kann ich das noch wiedergeben? Warum bin ich begeistert von dieser guten Botschaft? Was hat mich damals gepackt? Was bedeutet die gute Botschaft, die ich in der Bibel lese, für mich? Und dann steht, wir sollen sie bewahren. Und das finde ich so etwas Wichtiges. Wir werden im Januar eine Predigtserie haben, vorwärts glauben. Was genau darum geht, wie komme ich im Glauben eben auch vorwärts, weil der Glauben ist nicht etwas, wo du dich einmal dafür entscheidest und dann bleibt das einfach. Ich habe Sachen, als ich zum Glauben gekommen bin, als ich damals geglaubt habe, kann ich heute nicht mehr glauben. Und doch glaube ich noch. Ich glaube noch an die gute Botschaft. Aber ich kann sie bewahren. Ich glaube, das wird ja auch in Zukunft müssen. Und ich glaube, das wirst auch du müssen. Ich glaube, du wirst immer wieder die Momente haben in deinem Glaubensleben, wo du merkst, jetzt muss ich es wirklich wälzen und bewegen. Und dann steht, wir sollen umkehren, wenn wir nicht mehr auf diesem Weg sind. Jesus hat uns ziemlich genau gezeigt, wie ein Leben aussehen kann, das er sich von uns wünscht. Ein Leben, das zu Gott führt und eben nicht von ihm weg. Und er sagt, hey, wenn du wegkommst von diesem Weg, dann kehr um und geh wieder zurück auf diesen Weg. Und ich glaube, da kommt ein wesentlicher Punkt, wo wieder das Miteinander ins Spiel kommt. Ich glaube, das ist etwas, wo wir einander brauchen und einander auch in Anspruch nehmen an diesem Punkt. Dass wir uns immer wieder helfen, wieder auf den Weg zu finden, der zu Gott führt und eben nicht von ihm weg. Ich will dich zum Schluss von dieser Predigt einladen für ein Gedankenexperiment. Du musst keine Angst haben, es ist nicht gefährlich. Ich tue dir einfach ein paar Fragen stellen. Aber ich will es so konkret wie möglich machen für uns heute. Dass wir aufwachen können und dass wir auch dafür sorgen können, dass wir wach bleiben. Stell dir vor, Jesus kommt an Weihnachten 2025 zurück. In etwa 3 Jahren. Wie würdest du dein Leben von jetzt bis dorthin leben? Was würdest du anders machen? Was würdest du gleich lassen? Was würdest du anfangen? Was würdest du aufhören? Welche Beziehungen würdest du beenden? Welche würdest du aktiv suchen? Mit welchen Menschen würdest du mehr Zeit verbringen?
In was würdest du deine Zeit investieren? In was dein Geld? Und dann die gemeine Frage hinterhergeschmissen, warum machst du es nicht? Jesus sagt, wir sollen wachsam sein, wir sollen ein wachsames Leben führen. Wir wissen nicht, wann er zurückkommt. All das, was er in Matthäus 24 schreibt, das Setting, das ist perfekt, das Setting ist da. Er könnte jeden Augenblick zurückkommen. Und ich glaube, manchmal vergessen wir die Dringlichkeit, die hinter dieser Aussage steckt. Ich glaube, manchmal ist uns nicht bewusst, dass wir nicht wissen, dass morgen finito sein könnte. Morgen könnte der Tag sein. Und es könnte auch Weihnachten 2025 sein. Es könnte auch länger gehen. Wir wissen es nicht. Aber mein Wunsch ist, dass wir heute anfangen, Entscheidungen zu treffen, die uns zu einem wachsamen Leben führen. Dass wir das machen, was wirklich bedeutsam ist für Gottes Reich. Dass wir das machen, für das wir wirklich auf der Welt sind. Und ich habe bewusst Paulus seine Ziele an Rom in die Predigt reingenommen, weil ich finde, es macht es ein bisschen greifbarer. Der Paulus zeigt den Kampf auf zwischen der Finsternis und dem Licht. Und er zeigt quasi den Kirchen in Rom auf, hey, du kannst anhand von der Früchte, die aus deinem Leben hervorkommen, kannst du ziemlich genau erkennen, wo du schläfst und wo du wach bist. Du kannst du nicht durch deine Beziehungen, die du lebst, durchforsten. Und wenn dort die Früchte von der Finsternis sind, dann kannst du sie angehen. Du kannst den Umgang mit Genussmitteln beleuchten. Den Umgang mit deinen Finanzen. Das Verhältnis zur Arbeit. Den Umgang mit deinem eigenen Körper. Es geht nicht darum, das Leben zu optimieren. Es gibt viele gute andere Teachings. Es geht darum, wirklich ein Leben zu leben, mit dem wir letzten Endes Gottes Reich bauen. Für das sind wir da. Und ich glaube, es hilft, wenn wir ein bisschen analytisch reflektieren. Und ich will dich ermutigen, nutze die Adventszeit, um genau das zu machen. Zieh dich mal zurück und geh mal ein bisschen durch und lass dir mal von Gottes Geist aufzeigen. Du wirst nachher auch in der Gebetszeit jetzt noch mal Gelegenheit haben, genau das zu machen. Und ich bin überzeugt, Gott wird dir Sachen zeigen. Weil wir alle haben Sachen in unserem Leben, wo wir am Pennen sind. Da bin ich fest davon überzeugt. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir aufwachen. Dass wir Gott unser Leben anheben und sagen, da ist es. Weißt du, wir haben in der Kirche man Seelsorge, wir bieten ab und zu Detox an. Wir haben so viele gute Menschen, wenn ich da euch in die Augen schaue, denke ich, ich hätte so gerne mehr Zeit, um euch alle noch besser kennenlernen. So viele gute Menschen da drinnen sitzen. Und ich glaube, das Setting ist perfekt, um ein wachsames Leben zu führen hier. Was es von unserer Seite braucht, ist, dass wir uns bewusst dafür entscheiden, das wachsame Leben zu führen und auch selber aktiv sind. Jesus sagt, wenn wir ihm nachfolgen, dann haben wir das Licht. Und an einer anderen Stelle geht er noch weiter und sagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann seid ihr das Licht. Ihr werdet zum Licht, das in dieser Welt unterwegs ist und Hoffnung bringt an hoffnungslose Orte. Und an einer anderen Stelle sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Da bezieht er sich auf die Aussage. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Wir müssen keine Angst haben vor der Finsternis, wenn wir hier in der Gesellschaft unterwegs sind. Weil durch Jesus sind wir das Licht. Dort, wo wir hingehen, kommt das Licht mit. Wir sind berufen, Hoffnungsträger zu sein. Ja, wir sind
von Jesus gemahnt worden, ein wachsames Leben zu führen, uns selber zu lieben. Damit wir wach sind, wenn er wiederkommt. Wir wissen nicht, wann. Aber ich glaube, wir sind auch berufen, ein wachsames Leben zu führen. Für all die Menschen, die das Licht noch nicht gesehen haben. Ich glaube, in den nächsten 2 Wochen, die kommen auf Weihnachten hin, es gibt so viele Menschen, für die ist das die dunkelste Zeit im Jahr. Lasst uns Hoffnungsträger sein. Lasst uns eine Kirche sein, die nicht zu übersehen ist, wie eine Stadt in der Nacht, die Orientierung schenkt. Lasst uns eine Kirche sein, wo wir einander gegenseitig helfen, wachsam zu sein, aufzuwachen, wenn wir schlafen und uns dabei helfen, wach zu bleiben. Dass wir ready sind, wenn es heisst, surprise, surprise, the king is back. Weil der Tag wird kommen und wir wissen nicht wann. Du hast jetzt verschiedene Optionen, wir werden in eine Gebetszeit hineingehen. Wir haben hier hinter dem Vorhang ein Gebetsteam. Wenn irgendetwas gerade in dir in Bewegung ist und du merkst, es wird dir gut, mit jemandem zu beten, dich von jemandem segnen, dann nutzt das. Wir haben hier das Kreuz. Und du kannst dir hier einfach nochmal bewusst machen, wer Jesus ist. Und was er für dich gemacht hat. Und was es heisst, das Leben zu leben, wenn er es gelebt hat. Und dort sind so Glöckchen. Und die sind so mitnehmen. Sie sind ganz klein und herzig. Und nicht so laut wie meins. Ich habe das zum Beispiel einen Schlüsselbund gemacht. Weil ich glaube, immer wieder, wenn es mich unterbricht im Alltag, immer wieder, wenn ich mich bewege, immer wieder, wenn es schellt, wird ich mir bewusst, hey, sei wachsam, wach auf. Weil Jesus hat das in einer so einer krassen Deutlichkeit gesagt. Das ist wichtig. Und es hilft vielleicht hilft es dir, wenn du immer wieder daran erinnert wirst. Und heute haben wir noch den Taufpool hier. Und ich mache das selber immer wieder, weil es mir hilft. Das ist nicht ein biblisch fundamentiertes Ritual, aber ich sage dir gleich kurz, wenn ich mich an meine eigene Taufe erinnere, weil die ist 2 Jahrzehnte zurück. Und vielleicht geht es dir gleich wie mir und es würde dir gut tun, wenn die Taufe nicht gerade so jung ist wie bei der Carmen, dass du dich nochmal daran erinnern kannst, für was habe ich mich entschieden. Und ich gehe dann an und nehme Wasser und sage, hey, meine Gedanken sollen deine Gedanken sein. Ich will nicht mein eigenes Reich bauen, sondern ich will dein Reich bauen. Ich will wissen, was dein Reich ist und was nicht. Und das soll meine Gedanken steuern. Ich will, dass dein Herzschlag zu meinem Herzschlag wird. Dass ich nicht meine Prioritäten verfolge, sondern deine Prioritäten. Ich will, dass meine Füße dort hingehen, wo du mich willst haben. Dass ich den Weg gehe, den du mir gezeigt hast. Dass ich das machen kann, was du dir von mir wünschst und nicht, was ich will machen. Und ich will, dass meine Hände letzten Endes deine Werke tun. Dass dein Reich gebaut wird und nicht meins. Leute, uns in die Gebetszeit eintauchen. Und Vater, ich bete, dass du zu uns schwätzt. Leute, uns aufstehen zusammen. Dass du zu uns schwätzt und du kennst jede Person darin. Du hast uns gemacht und dein sehnlichster Wunsch ist, dass wir ein wachsames Leben führen können. Ein Leben, das zu dir anführt. Und so strecken wir dir unsere Herzen an und wir wünschen uns, dass du zu uns redest. Beweg du das, was muss bewegt werden jetzt in dieser Adventszeit.